Matthäus Kapitel 26. Nach dieser Rede sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ihr wisst, übermorgen ist Ostern. Da wird der Menschensohn der Richter ausgeliefert und ans Kreuz genagelt. Zur gleichen Zeit kommen die Oberpriester und Ratsherren im Palast vom Oberpriester Kaiaphas zusammen und haben Rat, wie es den Jesus könnten mit einer List verhaften und töten. Sie sagen: Ja, nicht am Osterfest, sonst gibt es einen Aufruhr im Volk. Wo der Jesus zu Bethanien im Haus vom Simon am Aussätzigen ist und beim Essen sitzt, kommt eine Frau zu ihm mit einem Alabasterkrügli voller teurem Salböl und leert es über den Kopf ab. Die Jünger, die es sehen, regen sich auf und sagen: Muss so gütet sein, man hätte es ja teuer verkaufen und den Armen geben. Der Jesus merkt es und sagt zu ihnen: Was flickt ihr dieser Frau am Zeug um? Sie hat ein gutes Werk da an mir. Die Armen haben ihr ja ständig um euch herum, mich nicht. Sie hat doch das Salböl über mich gelehrt, um mich für meine Beerdigung vorzubereiten. Glaubt mir, auf der ganzen Welt, wo man den guten Bericht verkündet, redet man auch über das, was sie gemacht hat, und denkt an sie. Dann geht einer von den 12, nämlich der Judas Iskariot, zu den Oberpriestern und sagt: Was wollt ihr mir geben, wenn er euch verrät? Sie versprechen ihm 30 Silberstück. Und von da an sucht er eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Am ersten Tag vom Osterfest kommen die Jünger Jesus fragen: Wo sollen wir das Osteressen parat machen? Er sagt: Geht in die Stadt zum Erstbesten und sagt ihm: Der Meister lässt sagen, die Entscheidungsstunde ist da. Bei dir mache ich das Osteressen mit meinen Jüngern. Und die Jünger machen, wie es ihnen Jesus aufgetragen hat, und machen das Osteressen parat. Am Abend sitzt er mit den 12 am Tisch an, und beim Essen sagt er zu ihnen: Glaubt mir, einer von euch verratet mich. Das macht's ganz traurig und einen um den anderen fragt: Aber doch nicht ich, Meister. Er gibt zur Antwort: Der die Hand mit mir in die Schüssel getunkt hat, der verratet mich. Der Menschensohn muss ja gehen, das steht in den Schriften. Aber gnade Gott dem Mensch, der mich verratet. Für den wär's besser, er wär nie auf die Welt gekommen. Der Judas aber, der ihn verraten will, sagt zu ihm: Aber doch nicht ich, Rabbi. Er sagt zu ihm: Moll, du. Beim Essen nimmt Jesus Brot, sagt der Segen, bricht's, gibt's den Jüngern und sagt: Nehmet und esset, das ist mein Körper. Und er nimmt den Becher, sagt der Segen, gibt ihn und sagt: Trinket all daraus, weil das mein Blut für den neuen Vertrag mit dem Gott ist. Das Blut, das wegen vielen Flüssen zum Verfehlungen ablösen. Ich sage euch, ich trinke erst wieder Wein, wenn ich mit euch trinke in meinem Vater seiner neuen Welt. Nach dem Danklied gehen sie raus auf den Ölberg. Dann sagte Jesus zu ihnen: Ihr all stürchlet heute Nacht an mir. Es steht ja in den Schriften: Der Hirt schlage ich ab und die Schafe laufen sich. Wenn ich aber wieder lebendig bin, dann gehe ich euch voraus auf Galiläa. Da gibt ihm der Petrus zurück: Wenn all an der stürchlet, ich stürchle nie. Der Jesus sagt zu ihm: Glaub mir, heute Nacht, bevor der Gückel kräht hat, sagst 3-mal, du kennst mich nicht. Der Petrus sagt zu ihm: Wenn ich mit dir sterben muss, ich würde nie sagen, ich kenne dich nicht. Und das Gleiche sagen auch alle anderen Jünger. Dann kommt der Jesus mit ihnen auf ein Grundstück, wo Gethsemane heisst, und sagt zu den Jüngern: Sitzt hier ab und wartet. Ich gehe dort rüber, mit dem Gott reden. Er nimmt den Petrus mit und die 2 Söhne vom Zebedäus und fängt an traurig werden und Angst bekommen. Dann sagt er zu ihnen: Mir drückt's fast das Herz ab. Bleibt da und bleibt wach mit mir. Und ein bisschen weiter hin liegt er runter aufs Gesicht und redet zum Gott: Vater, wenn's geht, lass den Becher an mir vorbeigehen. Aber nicht wie ich will, soll's geschehen, sondern wie du willst. Und er geht zurück zu den Jüngern und sie sind verpfuset. Und er sagt zum Petrus: Könnt ihr nicht einmal 1 Stunde wach bleiben mit mir? Bleibt wach und redet mit dem Gott, dass er nicht auf Probe gestellt werdet. Den guten Willen hättet ihr ja, aber er hebt nicht durch. Zum 2. Mal geht er mit dem Gott reden. Vater, wenn er muss austrinken, so geschecht dein Wille. Als er zurückkommt, sind sie wieder verpfuset. Die Augen sind ihm nämlich zugefallen. Und er geht wieder weg von ihnen, geht mit dem Gott reden, zum 3. Mal, sagt nochmal den gleichen Satz. Dann geht er zu den Jüngern und sagt zu ihnen:
wenn er noch lang pfusen und ausruhen. Jetzt ist es soweit. Und der Menschensohn wird denen ausgeliefert, die nicht recht leben. Steht auf, wir gehen. Schaut, mein Verräter ist da. Noch als er das sagt, da kommt der Judas, einer der 12, und mit ihm ein Haufen Volk mit Schwertern und Prügel, geschickt von den Oberpriestern und den Ratsherren. Der Verräter hat das Zeichen abgemacht mit ihnen. Der ihm einen Kuss gibt, der packt. Und sofort geht er auf den Jesus zu und sagt: «Grüß dich, Rabbi.» Und er begrüßt ihn mit einem Kuss. Aber der Jesus sagt zu einem: «Freund, wegen was bist du gekommen?» Dann kommen sie auf ihn zu, packen und verhaften ihn. Und einer von Jesus seinen Leuten zieht das Schwert, zielt nach dem Knecht vom Oberpriester und schlägt ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm: «Steck die Schwert in die Scheide, weil all, was Schwert vornehmen, durch Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könne nicht meinem Vater rufen und er würde mir nicht sofort 12 Regimenter Engel oder mehr schicken? Aber wenn wir uns wehren, wie soll dann wahr werden, was in der Schrift steht?» In selber Stunde sagte Jesus zum Volkshaufen: «Wie für einen Räuber sind er mit Schwertern und Prügel gekommen, um mich zu verhaften. Dabei bin ich jeden Tag im Tempel gesessen und habe gelehrt, und er hat mich nicht gedroht zu verhaften.» Das alles ist passiert, dass wahr wird, was in den Schriften der Propheten steht. Daraufhin lassen alle Jünger im Stich und fliehen. Die ihn verhaftet haben, führen Jesus zum Oberpriester Kaiaphas, wo die Schriftgelehrten und Ratsherren versammelt sind. Der Petrus aber läuft ihm von weitem nahe bis in den Palast vom Oberpriester, geht rein und sitzt im Hof unter Knecht, zum schauen, was geht. Der Oberpriester und der ganze Sanhedrin probieren, Jesus mit falschen Aussagen zum Tod zu verurteilen, finden aber nichts, trotz vielen falschen Zeugen. Schliesslich kommen zwei und sagen: «Der hat gesagt, ich kann ihm Gott sein Heiligtum schliessen und in 3 Tagen wieder aufbauen.» Und der Oberpriester steht auf und fragt ihn: «Sagst nicht auf das, was die gegen dich vorbringen?» Aber der Jesus schwiegt. Und der Oberpriester sagt zu ihm: «Sag uns unter Eid, beim Gott, beim Lebendigen, bist du der künftige König, der Sohn vom Gott?» Und der Jesus sagt ihm: «Du sagst es. Und ich sage euch dazu, von jetzt an seht ihr den Menschensohn rechts vom Allmächtigen sitzen und kommen auf den Wolken vom Himmel.» Da verriesst der Oberpriester seinen Mantel und sagt: «Er hat gelästert. Was brauchen wir noch mehr Zeugen? Jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was ist eure Meinung?» Sie antwortet: «Er verdient den Tod.» Dann speuzen sie ihm ins Gesicht, boxen und ohrfeigen ihn und sagen: «Sag uns jetzt wahr, König, wer hat dich gehauen?» Der Petrus aber sitzt draussen im Hof, und da kommt der Magd auf ihn zu und sagt: «Du bist auch bei dem Jesus gsi, bei dem Galiläer.» Aber der streitet es vor allen ab: «Ich weiss nicht, von was du redest.» Er geht raus unter das Tor, wo er eine andere Magd sieht, und zu denen dort sagt: «Der da ist beim Jesus gsi, am Nazaräer.» Und wieder streitet er es ab und schwört: «Ich kenne den Mann nicht.» Darüber aber kommen die rumstehen, auf den Petrus zu und sagen: «Natürlich bist du einer von denen. Man merkt es ja an deinem Dialekt an.» Da fängt er an zu fluchen und schwören: «Ich kenne den Mann nicht.» Und schon kreiert der Gückel. Da kommt dem Petrus in den Sinn, was ihm der Jesus gesagt hat. Bevor der Gückel kreiert hat, sagst du 3-mal, du kennst mich nicht. Und er geht raus, ganz verzweifelt brüllen.